Also Leute, weiter geht's. Fire Emblem Three Houses mit Kampf in Ruinen. Wir brauchen Materialien. Das Kämpfe gehen relativ schnell. Wir können auch unsere Charaktere leveln, sei es jetzt für die Klassenfähigkeiten, sei es für die Waffenfähigkeiten, die wir brauchen für die nächsten Klassen. Eigentlich schon fast alles auf Lisitea fürs Ultima-Level. Weil er gar nicht alle aufs Ultima-Level bringen will oder ihre Ultima-Klasse, weil es ein bisschen doof wäre. In der Situation, aber erstmal gucken. Ne? Wir haben Banditen, wir haben natürlich alles Mögliche. Es sind Banditen an zweierlei Front. Wir haben hier allerdings nur, sag ich jetzt mal, normale Banditen, Oni-Mages. Wir haben hier oben das gleiche Oni-Mages. Will mal sagen, let's go. Alles gucken, was irgendwie geht, wa? Wir können sie mitnehmen, das ist natürlich ganz geil. Wir brauchen Bernie. Ich es einfach hier nicht sehe. Das ist etwas, was ich irgendwie... Erlernte Magie. Bei mir sehe ich nicht einfach erlernte Magie. So, hier in Übersicht. Das sieht zwar auf den ersten Blick auch schön aus, aber... Okay, waren es bei ihr noch die Fähigkeit. Also ich muss aber noch ein paar Mal trainieren, damit es soweit wäre. Okay. Stein des Wissens war jetzt die Erfahrung, damit sie aufs nächste Level kommt. Lisitea ist auch klar. Ingrid brauche ich jetzt eigentlich nicht spezifisch. Hubert eigentlich auch nicht. Mercedes ist ja eigentlich soweit auch gut, da wären wir jetzt zum Heilen. Wer noch müssen was machen? Linen ist kurz davor, Kaspar und Felix. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier noch Typen, denen ich was klauen kann? Das Geheimnis, ja. Theoretisch schon, ob ich es auch mache, ist die andere Frage. Und nicht wieder irgendwie verschwende. Wir haben Chemise noch dabei, wenn man noch ein bisschen was machen könnte. Ne, komm, nehmen wir doch tatsächlich Petra und noch Raphael mit. Dann haben wir noch 3 Adjutanten. Ich gebe Felix mit. Felix Werner natürlich. Ihm gebe ich mit Edelgard. Ich muss überlegen. Petra gebe ich den guten alten Michael mit. Ich glaube, ich gebe Ferdi noch Theresa mit. So. Und direkt los, nicht mehr groß rumquatschen, so, es geht direkt in die Vollen. Wir schaffen das, Freunde, wir schaffen es. So, erstmal nochmal ganz kurz checken. Also, der hat so einen Teil. Und er hat so einen Teil. Gut. Oder schlecht, je nachdem. Der kommt echt verdammt weit. Die kommen alle verdammt weit. Da muss ich mal kurz intervenieren. Vielleicht die Truppen irgendwie anders aufstellen sollen, wa? Wenn man halt irgendwie Ideen hätte. Sag jetzt mal. Ja, da ist ein Wegstoßen. Den kennen wir schon. Den Move, den kennen wir. Nehmen wir die Silberaxt. So. Ich schicke ihn hier hin. Langspeer kann am besten ausweichen, angeblich. Dann müssen wir es angelassen. So. Wer kommt es bei euch los? Das heißt du im ehesten, wa? Ich bin aber gar nicht Fan von. Schicke doch eher an den guten alten Kaspar ins Rennen. So, ich würde sagen, Ring frei.
Viel Spaß am Durchbrechen. Wieso kam er plötzlich trotzdem so weit? Da finde ich jetzt nicht so geil. Nö, da muss es einfach mal intervenieren. Ich hab's einfach nicht gesehen, Freunde. Es tut mir leid. Mein Fehler, eindeutig mein Fehler. Ich schäme mich. So. Petos war relativ weit weg. Aber dürfte schon klappen. Klaus, nimm bitte mal ein wertvolles Geheimnis. Danke. So. Du musst hier ein bisschen Stress machen. War das nicht so, Kumpel? Ich weiß genau, dass du es warst. Ich weiß genau, dass du es warst. Dann gebe ich erstmal eine volle Salbe. So. Ich hab das mal schön stehen, wa? Danke. Kaspar, mein guter alter Kumpel Kaspar. Erstmal darf der runter. Und Strategien bringt aber nicht viel, kann er direkt draufhauen. Ja, wobei, warte mal, musst du überhaupt irgendwie... Gut, bis kurz im Level ab, ich gönn's dir einfach mal. Quatsch, was mache da? Du kommst sowieso, wirst sowieso direkt angegriffen. Jetzt lassen den Quatsch. Wurf bei einer Option, dann kommt der Mage und... Macht ja relativ wenig Schaden, WTF. Ja gut, du hast ein Schild drauf wegen der Resistenz, ich weiß, aber... Das ist trotzdem ein bisschen übertrieben, Kumpel. Du machst mir Angst. Lass das bitte. Na, Freunde, wollt ihr brennen? Ich glaube zwar nicht, dass sie es wollen, aber sie tun es einfach. Alter, ihre Magie! Die Reichweite ist extrem. Das ist nicht normal. Spüre das Schwert des Schicksals. Und spüre die Faust der Vergeltung. Und spüre mein dämliches Gequatsche. Nee, kein Plan mehr. Ich mache die Sprüche aus. Ich würde sagen, ich mache erst mal eine schöne Stärkung. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Die Typen noch, die darf sich, dürft ihr beiden euch holen. Ich muss mir überlegen, dass er gar keine Waffe trägt, wa? Das war das Ausweichen ein bisschen tief. Er muss ja ausweichen? Nee, er soll es im Ferner blocken. Er ist ja der Master Tank. Unbewaffnet, stimmt auch. Sehr gut. Bogenschützen, Reihe und Glied.
die Entfernung trifft sogar noch krass. So, Petra, mobst mal ganz kurz von dem... Ein weiteres wertvolles Geheimnis. So, diese Thea muss leider ein bisschen näher ran. Ferdi, ja, wir müssen einfach seine Stufe, aber andererseits... Uah! Dann gehen wir da runter. Passt schon. So, und du holst dir den da. Ich hab fast schon gedacht, der macht halt so. So, wie es aussieht, hat keiner von uns irgendwie Schaden genommen. Das finde ich immer mehr als geil. Gut, gut, Klassenmannschaft hat er bald. Yes, Mann, was kriegt er? Zauberbrecher! Alter! War da was? Sie haben nichts gemerkt. Wenn sie jetzt hier schon mal hier oben ist, dann macht sie doch direkt den Typen da oben platt. Sie braucht noch ein bisschen in der Klassenmeisterschaft, aber egal. Wobei ich habe da relativ viele Gegner da drüben. Der ist mal direkt platt. Hast du ein gutes Stratagem? Jo, hast du. Beide Marsch. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Zeit, weil er kann nur da angreifen, er könnte nur da angreifen. Das heißt, Kasper kann ganz kurz hier hin. Warum genau hat er das gemacht? Weil er ist sowieso schon Ringer. Hätte man jetzt eigentlich... Moment. Hätte man ja sparen können, ich Trottel. Die Klasse eh schon, die er wollte. Mann, Michael, denk mal ein bisschen nach. So, und dann kommt der, greift Kasper an, bringt ihm nicht viel. Ich kann ihn eigentlich momentan rausnehmen aus dem Spiel. Ja, dafür sieht es hier ein bisschen dümmer aus. Ich schnapp mir den da. So, jetzt haben wir dann ein Donnerschwert. Bam. Ja, ich würde sagen, das war schön. Wow, hat sie voll gebracht. Also, Kasper ist schon soweit. Du darfst noch. Ja, da fehlt noch ein bisschen was.
Das war schon soweit. Da kommen wir nicht hin. Da kriege ich es irgendwie knapp hin. Bevor zum Klassenmeister wird. Dem ist halt keine Strategie mehr. Mal schon, aber wer trifft? Na doch. Oder auch nicht. Geht doch. Diese Tiere kriege ich jetzt nicht mehr hin, außer in Kombination mit uns. Warte mal. Sieht die? Ne, sie hat Stärken, wenn ich Teleport. Wie das aussieht, eh so. Scheiße. Unterstützen, dann machst du einen Teleport, schickst sie hier hin. Dann holt sich Felix den Typen da hinten. Ja, Klassenfertiger wird wirklich lange dauern bei ihm. Aber hey. Dafür kriegt sie schön die Magic rein. Guck dir das mal an, Kumpel. Willst du was sehen? Willst du was sehen? Ich geb dir, was du siehst. Dunkle Spieße. Ja, super. Kann nur Veredelungssteine. Mist. Das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Egal, egal. Warte mal. Kasper und Bernadetta haben uns, glaube ich, ihre Dinge erreicht, wa? Klassenfertigkeiten. Also bei ihnen kann ich eigentlich switchen. Komm, mach hin. Mach schneller, lade schneller. Cornelia 殿、物見の兵からの報告です。ガルグマクを進発した帝国軍は王都から進路を変えてこちらに向かっている模様。何ですって？進軍速度も速く、数日のうちにこの地に攻め入ってくるでしょう。私も配下の一部を王都に送ったばかり。かなり厳しい戦いになるかと。バカな、そんな話を聞いて。いえ、わかりましたわ。そういうことを私が狙いというわけね。狙いとアリアンロッドを落として2方向から王都を攻めるのが目的では。表向きはそうでしょうね。けれど事情はそう簡単ではありませんの。それに安心してくださる？厳しい戦いにはなりませんわ。このアリアンロッドは私の用意した可愛い子たちが守りますから。コルネリアだ。アリアンロッドは400年ほど前に築かれた城塞都市です。もともとは大王国の前線拠点として帝国の金と技術により建造が始まりました。けれどローベ家の当主は密かに王国への寝返りを画策していたの。城塞の完成間近になって対帝国への防衛拠点として作り変えられ、城塞の完成とともにローベ家は王国への侵従を表明した。それ以降アリアンロッドが陥落したことはありません。敵の侵入を許さぬ白く美しい城壁と成長は白銀の乙女の異名で呼ばれています。帝国にとっては苦い思い出の残る恨めしき乙女というわけですな。その思い出、私たち上書きします。過去は過去、今は今です。
ぐー先祖代々落とせなかった城塞俺が落としてみせるぜ。先祖代々の使い方がおかしくないかね。まあ内容は同意だが堅牢さを誇るアリアンロッドを瞬く間に陥落させ王国軍に衝撃を与えてやろう。無敵の城塞都市、いいなあ。引きこもりにぴったりですよ。残念だけどもうすぐ無敵じゃなくなる。白銀の乙女の鉄壁の肌が傷物になってしまうわけだ。はあ、悲しいな。白銀なのに鉄壁、銀なのに鉄。あ、言葉難しいです。リン君、変な言い方はやめてちょうだい。守りの固い場所を攻めるんだから仲間も傷つかないように注意しなきゃ。皆頼もしいわね。それでは進軍を再開するわ。この戦いフォドラの未来にとっても重要な意味を持ちますからな、先生。 Oh, das klingt spannend, hey. Das klingt spannend. Eine uneinnehmbare Festung. Wobei, diese Cornelia, die sieht mein Kreos aus, können sie zu diesem Talos oder wie der Typ hieß, gehören. Da fragen wir sowieso, kommt der noch vor? Weil der ist in Timeskip nicht mehr aufgetaucht. Und das scheint eigentlich doch einer zu sein, der ja relativ wichtig ist, eigentlich. Egal. So, wir haben doch einiges zu tun. Damit legen wir direkt natürlich los. Wir haben Kaspar, der den Zauberbrecher lernt, auf einem Kampf mit der Faust gegen Magieanwender. Alter, das höre ich natürlich gerne. Lanzenbrecher, der sich eigentlich, da habe ich zu selten von dem her. Ich glaube, KP plus 5 brauche ich auch nicht mehr. KP plus 5 nehme ich weg. Da ein Zauberbrecher. Was wird sowieso Zeit, Freunde, dass wir bei Kaspar, der immer gerne mal einen Kaspar macht, wir wissen es, aber er hat es jetzt verdient. Hätte alles erlernt, da gibt es nichts mehr zu tun. Jetzt wieder zum Kriegsmeister. Er verliert ein bisschen Behendigkeit, 1 Speed, aber kriegt dafür bei vielen anderen Dingen dazu. Gesamt ist auch ein bisschen höher. Und dann vor allem Crit plus 20. So, Kaspar. Mach uns den Kaspar. Jetzt hast du natürlich waffenloser Kampf. Da ist eine manuelle, das war mir klar, weil er es ja auch gemeistert hat und so. Gehört eigentlich alles dazu. Autorität Level 2, ja, aber jetzt nehme ich doch lieber Lanzenbrecher. Mit Crit um 20, Alter. Das wird krass bei ihm. Da sehe ich jetzt schon kommen, Freunde. Also er hat ja eigentlich als Items. Ein Hammer hat er halt schon dabei, also von dem her kann ich mir eigentlich da sparen. Ansonsten eben die Hände plus den Hammer. Macht soweit ja auch alles Sinn. Machtschlag, mächtiger Panzerangriff. Mit hoher Crit-Chance. Der würde vielleicht jetzt eher anbieten als der hier. Weil der ist nur Crit plus 10, er hat sowieso schon Crit plus 20. Der ist nochmal Crit plus 20. Das bei ihm jetzt ein bisschen mehr auf Crit. Der hat sogar Crit plus 3. Wobei, Treffer minus 30 finde ich jetzt auch ein bisschen scheiße. Ich nehme dann einen Spalter rein, weil eben da ist eine hohe Crit-Chance, das passt mir auch ganz gut. Dafür geht Bombardement raus. So. Ich glaube, Kaspar ist soweit eigentlich ganz gut bedient. Jetzt mal behauptet. Linha noch nicht, da muss noch ein bisschen was machen. Dann haben wir Bernadetta. Die ist soweit auch durch, haben wir doch festgestellt. Oder täusche ich mich jetzt da? So gehört es gerade so wieder nicht. Ja, das wissen wir. Ich glaube, Bataillonszorn bekommen. Könnte man machen. Oder gebe ich ja direkt auf Klassenwechsel. Nee, warte mal. Hey, wer? Ah, nee, warte mal, das war ja. Oh, das war gar nicht sie. Sorry, aber jetzt verwechselt. Ich trottel.
Habe ich kurz unverwechselt, aber das war ja Shami, aber. Was da noch Kasper, aber Shami hat ja eigentlich alle schon. Ja, sie hat natürlich alle schon voll. Oder sagen wir so, sie hat für ihre Klasse die schon voll. Das war eigentlich das, was ich wollte. Sagen wollte. Schwarzmagie Krieg plus 10, ja, sobald es soweit ist, kann man das dann machen. Dauert aber noch, wenn ihr sie wechseln, hätte ich glaube ich lautlos da drin, war als Fähigkeit. Genauso wie Stehlen eine Fähigkeit des Diebes war, was er erst wieder erlernen musste. Er hat auch verdammt viel als Rittmeister. Sie, gut, da ist sowieso. Klar, Michael auch. Gut. Bataillone. Ja. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen es so. Examen bringt eh nichts, weil, wie gesagt, ich kann ja keine Dinge mehr kaufen. Ja, keine von der höchsten Stufe mehr. Das bedeutet, wir machen so erstmal Bataillonsgilde, wiederherstellen alle. Ich werde, glaube ich, offscreen für die nächste Folge erstmal gucken, was wir noch für neue Bataillone auswählen könnten. Ich werde, glaube ich, auch schon mal das Spielen und so vorbereiten oder das Reparieren wohl eher, weil das dauert halt auch immer ein bisschen. Können wir so ein bisschen Zeit sparen. Ja, das macht Sinn. Natürlich hier mal das Geheimbuch auch ablegen. Also können ihre Waffen, die sie so haben, ja behalten. Das ist gar kein Thema. Oder ihre Anzahl und so, das passt alles. Ja, wir haben sonst schon ein starkes Team. Eisenschwert, ja, also müssen wir draufhauen. Ich traue mich halt nicht. Ich traue mich nicht. Stand des Wissens braucht sie halt leider immer noch, sonst kann sie nicht switchen. Ich brauche eben noch ein paar Siegel zum Switchen. Gespräche und ein paar neue, das war auch klar, war zu erwarten. Ich habe echt mal eine Folge gemacht, wo es nur um Gespräche geht. Die wird recht trocken. Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt wieder mehr auf andere Charaktere gehe, die ich trainieren will, eben für so gewisse Fähigkeiten und so, dann ist ja klar, dass es da mehr Gespräche gibt. Also lässt sich halt kaum verhindern. Meister in der Täuschung, bin schon mal echt gespannt. Wie gesagt, Examen bringt nichts, weil ich da keine Siegel mehr habe. Bataillone. Neue mal anheuern, wäre echt mal Zeit, vor allem auch für Michael und so. Mein kaiserlicher Schwerttruppen ist schon geiler, den er hat, aber ich hätte. Die sind noch auf B+, und dann kann ich auf A merken gerade. Die haben zwei, oder mal kaiserliche Waffe einfach mal für eine ein großes Umfeld oder hier. Halt KW 50% Chance, der Gegner den Ziel zugefügt wird, oh, das ist krass. Eigentlich eher Brand, war ja sowieso meistens nach vorne. Kaiserliche Waffe. Wache, jetzt muss ich hier werden für Michael, weil eben jetzt hat er. Sehe ich eigentlich nicht, was er gerade hat, oder was? Nö, sehe gar nicht. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Three Houses. Nach einer kleinen Offscreen, nicht Beratung, sondern einfach mal, ja. Bisschen Hirnen, bisschen planen. Wer weiß. Bye, bye.